Hattet ihr Freundschaften zum anderen Geschlecht? Habt ihr das immer noch? Wie geht ihr damit um? Oder habt ihr auch, als ihr jetzt eure Partner kennengelernt habt, gewisse Freundschaften beenden müssen? Wie geht ihr damit um? Freundschaften zum anderen Geschlecht? Also ich hatte definitiv Freundschaften mit dem anderen Geschlecht. Ich glaube, das waren auch einige dieser Stories, die ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, die weird wurden. Also früher in meiner Teenage-Zeit definitiv. Und ich fand das auch voll cool, voll easy und so und auch entspannt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau weshalb, irgendwann kam schon so bei mir der Moment, wo ich so dachte, das mache ich jetzt nicht mehr. Weil ich irgendwann so dachte, ich will ja eigentlich nicht, dass irgendein Typ mein bester Freund ist und dann kommt mein Freund und dann muss ja... Also ich wusste schon immer, ich möchte, dass mein Ehepartner oder mein Freund dann auch zuerst mal mein bester Freund ist. Und ich würde auch bis heute sagen, so Malte ist mein allerbester Freund. Natürlich ist auch mein Ehepartner bald oder mein Verlobter jetzt. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, ich möchte eigentlich diese beste Freundschaft in niemand anderem mehr als nur in auch meinem zukünftigen Mann dann. Und dann hat es bei mir wirklich so richtig gewechselt und dann habe ich das wirklich eigentlich aufgehört und nur noch so enge Freundschaften mit Frauen geführt, in so Freundeskreisen, so Kollegen natürlich. Aber so dieses 1:1 Abmachen mit Männern, das hat irgendwann so durch einen Reifeprozess bei mir dann wie aufgehört und ich würde jetzt auch sagen, ich mache das absolut nicht mehr, weil für mich ist klar, es ist was anderes, mit einem Mann befreundet zu sein als mit einer Frau und es ist was anderes, sich da auch irgendwie verletzlich zu machen oder auf emotionale Themen einzugehen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, oder ich möchte das einfach auch meinem Mann gegenüber, ich möchte, dass er nicht irgendwann mal das Gefühl hätte, ich bräuchte noch einen anderen Mann an meiner Seite, so ganz extrem gesagt. So. Aber so, er ist für mich genug und er ist mein männliches Gegenüber jetzt und ich möchte mich bei ihm verletzlich machen und sonst, also ich habe natürlich Kollegen, wo man auch ehrlich über Dinge sprechen kann, das ist wie kein Problem, aber ich werde mir jetzt nicht mehr alleine mit einem Typen treffen. Das ist für mich schon etwas, was ich geändert habe. Ja, also für mich sehr ähnlich. Ich wusste noch, ich weiß noch diesen Moment, als ich gemerkt habe, ich hatte wie so einen Gedanke, das war noch bevor ich jetzt mit meiner Frau, also als ich meine Frau kannte, hatte ich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, so, ja, wenn ich mal verheiratet bin, dann werden all diese Freundschaften mit Frauen, die ich habe, im 1:1, die werden eh nicht weiter bestehen. So habe ich gedacht. Und ich so, wieso investiere ich so viel Zeit in diese Freundschaften, wenn die nicht längerfristig sein werden? Und habe gemerkt, ich muss noch mal lernen, auch mit Jungs wirklich gute Freundschaften zu bauen, mit guten Freunden, weil die sind heute meine besten Freunde und habe da wirklich dann noch mal umgeswitcht, habe schon auch einige Freundschaften dann beenden müssen und jetzt heute mache ich sehr ähnlich wie du. Ich würde nicht sagen, also ich würde jetzt auch sagen, wir sind befreundet, aber wir würden nie zusammen alleine einen Kaffee trinken gehen. Wir würden mit unseren Partnern essen gehen und dann logisch, du hast nicht der 1:1 Tiefe wie vielleicht mit deinem besten Freund und so, aber du kannst auch als Pärchen extrem in die Tiefe gehen und darüber sprechen. Und trotzdem würde ich sagen, wir sind befreundet, aber all diese tiefen Themen, die mich beschäftigen, die sind in meiner Small Group, mit meinen Jungsfreunden. Aber und mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder? Ja. Das schon? Ja. Doch, Ja, unbedingt. das Also das ist Familie, das ist für mich was ganz anderes Okay. und da ist es mir auch mega wichtig, eine gute Beziehung zu pflegen. Ja. Meine Großmutter auch. Meine Mutter auch. Meine Schwiegermutter. Ich gehe mit meinem Papa in Urlaub. Meine Schwiegermutter. Das ist auch eine tolle Schwiegermutter. Ich habe die beste Schwiegermutter. Nein, Das kann nicht sein, ich habe sie schon. Ja. The battle starts here, never ending. Ich habe eine Frage für dich, Joel. Meine Frage ist die, du bist jetzt seit 18 Jahren verheiratet. Ich bin seit fast 2 Jahren verheiratet, du bist jetzt dann verheiratet. Wie bleibt man treu? Wie bleibt man treu? Ich glaube, für mich ist Nummer 1 war wirklich da, wenn ich eine Entscheidung treffe, Entscheidung ist keine Option. Das ist für mich mega, mega klar. Was bedeutet das? Ich spiele nicht mit dem Gedanken. Weil gerade wenn Konflikte da sind oder es gibt immer, es ist immer im Konflikt so ein Ausweg, dass man sich über das Gedanken macht, ja, und sonst geht halt die Beziehung in deine Brüche, dann suche halt, oder irgendwie so. Und das erlaube ich mir nicht. Ich sinniere nicht darüber nach und so. Und das Gleiche, glaube ich, auch ist, dass ich mit meinen Gedanken auch
rein sein möchte, weißt du, wenn es um andere Frauen irgendwo geht. Also dass ich auch da rein bin in meinen Gedanken, das fängt für mich auch da nochmals an. Also, dass ich Wie da machst du das? Oder was bedeutet das genau? Also, eben, ich glaube wirklich, also ich habe gemerkt, einfach in den Gedanken drin gar nicht, also in den Gedanken einfach schon nur schauen, ich möchte nicht irgendwie da Dinge zulassen in meinen Gedanken. Weißt du, dass da ein Traumschloss entsteht von, wow, mit der, wenn ich doch mit der zusammenkäme, dann würde das oder irgendwie so, das schneide ich wie ab. Und dann dementsprechend auch in meinem Verhalten versuche ich dementsprechend immer im sicheren Rahmen schon nur zu sein. Also ich habe das vorher kurz erwähnt, jetzt ich würde, wenn ich mit Selin ein 1:1 Meeting machen würde, dann würden wir in Steppbacher gehen, während der Arbeitszeiten, würden uns da treffen oder jetzt am Sonntag irgendwo hier, wo es öffentlich ist. Das ist wie der Rahmen, der ist gegeben. Und ansonsten ist es wie für mich jetzt eben mit Frauen 1:1 Meetings mache ich nicht so. Und das andere ist auch, ich lasse mich in dem auch gerne, ich hole mir da ein Stück weit auch Unterstützung. Ganz ehrlich, ich war eine Zeit lang alleine auf Reisen in Amerika und ich hatte da einfach, wenn ich so 3 Wochen alleine verreise, merkt man, wird mein sozialer Tank ein bisschen leer und dann hatte ich dieses Erlebnis, dass ich dann eine Frau kennengelernt habe und war sehr eine offene Person und dann hat sie mich da noch mitgenommen in ihren Freundeskreis und ich war nie alleine irgendwie mit ihr und trotzdem habe ich gemerkt mit meinem Herz, wow krass, jetzt passiert etwas, jetzt kommen so Gefühle von Verliebtsein und das war nur so am Rand ein bisschen, ich habe mit meiner Frau auch darüber gesprochen und es ist nachher nichts passiert, aber ich habe gemerkt, ich habe Respekt davor gekriegt, wenn ich mein Herz nicht frühzeitig lenke, kann sich mein Herz verlieben, obwohl ich verheiratet bin. Und das hat mir, ich weiß, mein Herz ist nicht immun gegen sich verlieben in andere. Das heißt, ich muss mein Herz lenken. Darum denke ich, ich muss mir überlegen, wie denke ich, wie treffe ich mich mit Frauen und was. Und einfach bin auch sensibel, wenn ich merke, oh, okay, jetzt ist mir jemand eher zu nach, dass ich das versuche zu managen und diese Distanz wieder gut wahre. In dem drin. Weil es ist mir auch wichtig, ich bin Pastor und ich bin Pastor von Männern und Pastor von Frauen. Das heißt, ich kann und muss mich da nicht gänzlich rausziehen und alles irgendwie abbinden, was überhaupt freundschaftlich entstehen kann. Aber ich muss es in weise Bahnen lenken und Transparenz. Das ist auch für mich, das heißt, ich spreche mit Menschen darüber, falls ich spüre, oh, okay, da könnte eine Person oder eine Frau etwas bei mir auslösen, dass ich das frühzeitig erkenne, darüber spreche und dann auch dementsprechend Distanz irgendwo dann auch aufbaue. Wow. Aber es muss wirklich gemanagt werden, finde ich. Hast du über all diese Jahre, hattet ihr mal die Situation, dass deine Frau eine Freundschaft von dir nicht approved hat, also nicht einverstanden war und du aufgrund von deiner Beziehung, vielleicht auch noch vor der Ehe, eine Freundschaft beenden musstest oder Freundschaften verändern musstest? Gab es das bei euch oder auch umgekehrt vielleicht sogar, dass sie, also dass du eine Freundschaft beenden musstest oder dass sie beenden musste? Also ganz am Anfang war das eben, ich war immer noch befreundet mit dieser Frau, die mein erster Kuss war, meine Ex-Freundin. Ich habe mit ihr Tanzunterricht genommen und das war einfach wirklich irgendwo dann zu close für meine Frau. Und ich musste das wirklich, das war wirklich auch der Grund, ich hab mich mit ihr getroffen und ihr gesagt, hey, ich danke dir, ich finde dich wunderbar, sehr toll, aber ich glaube, ich habe jetzt die Frau für mich gefunden, die ich eigentlich eines Tages heiraten möchte. Und ich habe gemerkt, das hat nicht mehr beides Platz und ich muss mich leider jetzt verabschieden. Wie hat sie reagiert? Hat sie es verstanden oder war das schwierig? Ich glaube, sie hat schon gesagt, ey, das ist schwierig, sie würde es vielleicht auch anders machen, aber also, irgendwo respektiert, dass das jetzt meine Entscheidung so ist. Ja. Krass. Eben, ich denke schon, eben, darum finde ich das bewundernswert, wenn man das so spürt, wie du das spürst und rechtzeitig irgendwie merkst, hey, jetzt gehe ich bald dahin, dass ich vielleicht meinen Partner kennenlernen. Also schneide ich doch das irgendwie frühzeitig irgendwie schon ab, wäre weniger verletzender gewesen wahrscheinlich für diese Person. Ja.